Die meisten von uns, die schon in Kontakt mit Jehovas Zeugen gekommen sind, wissen, dass das Abendmahl bei ihnen etwas anders abläuft als wie zum Beispiel bei uns Adventisten. Zum Beispiel reicht man sich durch die Reihen Brot und Wein, aber ohne davon zu nehmen. Es ist also nur ein Herumreichen. Wie sie das begründen und ob es biblisch ist, wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen. Dazu wollen wir auf ihre Webseite gehen und sehen, was sie zu diesem Thema schreiben. Hier unter oft gefragt, Feste und Feiertage, begründen sie, weshalb bei ihnen das Abendmahl anders abläuft als wie bei anderen. Und gleich im ersten Satz wird gesagt, dass sie sich beim Abendmahl eng an das halten würden, was die Bibel dazu sagt. Okay, schauen wir, ob das wirklich so ist. Viele Ansichten anderer Konfessionen über das Abendmahl und deren damit verbundenen Bräuchen stützen sich dagegen nicht auf die Bibel. Dann der Zweck des Abendmahls. Sie schreiben, als Erinnerung an Jesus und um Dankbarkeit zu zeigen für das Opfer, das er für uns gebracht hat. Dann die Bibeltexte dazu. Und wie wichtig dieses Gedächtnismahl ist, dazu später gleich mehr. Die Feier ist kein Sakrament, also kein Brauch, bei dem die Gnade Gottes sichtbar wird oder Sünden vergeben werden. Denn gemäß der Bibel werden unsere Sünden nicht durch eine religiöse Zeremonie vergeben, sondern nur durch Glauben an Jesus. Wir können dem zustimmen, dass die Abendmahlsfeier kein Sakrament ist, so wie es die katholische Kirche lehrt. Und für die, welche nicht wissen, was ein Sakrament ist, ein Sakrament bedeutet ein Mittel zum Heil. Doch erlöst werden wir schließlich, wie sie hier auch bestätigen, durch den Glauben an Jesus. Es ist sein Blut, das uns rettet und nicht irgendein Werk oder Sakrament, das dazu beiträgt oder es bewirkt. Dann stellen sie die Frage, wie oft und wann man es denn feiern soll, und sagen selbst, dass Jesus nirgends gesagt hat, wie oft und somit auch nicht wann. Sie orientieren sich jetzt aber daran, dass Jesus das Abendmahl beim Passafest eingesetzt hat und feiern das Abendmahl einmal im Jahr am 14. Nisan und erklären, dass damals im 1. Jahrhundert der Monat dann begann, als die Mondsichel das erste Mal in Jerusalem sichtbar wurde. Dadurch kann sich der Beginn des Monats um 1 oder 2 Tage nach hinten verschieben. Das ist einer der Gründe, warum das Abendmahl bei Jehovas Zeugen nicht immer auf den gleichen Tag fällt wie das Passa bei den heutigen Juden. Doch, weil die Bibel nirgends sagt, dass es an einem bestimmten Tag oder so und so oft sein muss, ist es auch nicht unbiblisch, es mehr als einmal im Jahr zu feiern und schon gar kein Gesetz, es nur einmal im Jahr zu tun. Was ist nun damit, dass Jesus das Abendmahl am Tag des Passafestes eingesetzt hat? Natürlich geschah das nicht zufällig, weil das Passahlamm, das ohne Fehler sein durfte, ein Typus für Jesus ist, der ohne Fehler war. Er ist unser wahres Passahlamm. Folglich erfüllte Jesu Opfer dieses Fest, weil er für uns zum Passa wurde. Es wies auf seinen Tod auf Golgatha hin. Deshalb ist das Abendmahl eine Gedenkfeier für seinen Tod zu unserer Erlösung. So oft wir daran teilnehmen. Es wäre daher sehr schade, wenn wir uns daran nur einmal im Jahr erinnern würden. Schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Brot und Wein. Beim ersten Abendmahl reichte Jesus Brot und Wein, beides war vom Passa übrig geblieben. Dementsprechend verwenden wir heute ebenfalls Brot ohne Sauerteig und ohne jegliche Zusatzstoffe. Wir verwenden Rotwein, der weder gesüßt noch gewürzt wurde. Wir nehmen keinen Traubensaft. Manche verwenden Brot mit Sauerteig oder Hefe. Sauerteig wird in der Bibel jedoch oft als Symbol für Sünde und Verdorbenheit betrachtet. Jesus war aber ohne Sünde. Deswegen ist nur Brot ohne Sauerteig und ohne Zusatzstoff ein passendes Symbol für seinen Körper. Nach Ansicht einiger Religionen ist es verboten, Alkohol zu trinken. Deswegen ersetzen sie den Wein durch unvergorenen Traubensaft. Weder das Alkoholverbot noch diese Vorgehensweise sind biblisch begründet. Interessant, wie sie hier argumentieren,
Das Brot sollte ohne Sauerteig oder Hefe sein, weil das eben ein Symbol für Sünde ist. Und Jesus war ohne Sünde. Aber Rotwein, unabhängig ob gewürzt, gesüßt, ist kein Problem, um es als Symbol für Christi Blut zu nehmen. Nur das Problem ist, genau so wie Sauerteig oder Hefe ein Symbol für etwas Vergorenes ist, im Gegensatz zu etwas Unvergorenem, ist Rotwein auch ein vergorenes Produkt im Gegensatz zu unvergorenem Wein, dem Traubensaft. Hier gilt das gleiche Prinzip, das gleiche Argument wie beim Brot. Daher kann nur unvergorener Wein ein Symbol für Christi Blut sein. Weil vergorener Wein ebenfalls ein Symbol für Sünde ist und Jesus war ohne Sünde. Und genau deshalb sollte es auch nicht als Symbol für Christus verwendet werden. Unabhängig davon, ob manche Religionen bzw. Denominationen Alkohol trinken oder nicht. Hier geht es darum, ob es als Symbol für Jesus verwendet werden sollte oder nicht. Die Alkoholfrage in der Bibel ist dann nochmals ein anderes Thema. Und biblisch kann es sehr wohl begründet werden, weshalb man kein Alkohol trinken sollte. Zum einen steht in Jesaja 65, Vers 8 geschrieben, wie wenn sich noch Saft in einer Traube findet und man dann sagt, verdirb sie nicht, es ist ein Segen in ihr. Und in vielen anderen Bibeltexten werden die Auswirkungen von Alkohol aufgezeigt. Wie zum Beispiel hier in Sprüche 20, Vers 1, Epheser 5, 18 oder Galater 5, Vers 19 und 21. Doch ein Zeuge wird dir, wenn ihr euch diese Bibelverse miteinander anschaut, sicher sagen, dass die Bibel gegen ein übermäßiges Trinken von Alkohol ist, nicht aber gegen ein gemäßigtes Trinken von Alkohol. Nur die Bibel sagt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Tempel Gottes sein sollen. Auch sagt die Bibel, dass Jesus uns zu Königen und Priestern macht. Und sowohl Könige als auch Priester durften keinen Alkohol trinken. Sprüche 31, Vers 4 bis 5. Es ziemt sich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten der Hang zu starkem Getränk. Oder dann 3. Mose 3, Vers 8 bis 10. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Reinen. Als Könige und Priester werden wir also in unseren Tempel, in unseren Leib, nichts Unreines und Unheiliges hereinlassen wollen, und dazu gehört eben auch keinen Alkohol. Schaut nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Für alle, die bisher geglaubt haben oder eben so argumentieren, es komme nur auf das Maß an und dass es sogar gesund sei, täglich ein Glas Wein zu trinken. Schaut, wie die Welt, die Wissenschaft bestätigt, was die Bibel schon immer gesagt hat. Bereits kleine Mengen Alkohol sind schädlich. Und auch hier Studie. Schon wenig Alkohol verkürzt die Lebenserwartung. Die Links zu diesen beiden Artikeln stelle ich euch in die Infobox. Nächster Abschnitt. Nur symbolisch, nicht buchstäblich. Und da braucht es nicht viel zu sagen, denn es ist natürlich symbolisch gemeint, dass wir im Gedenken an seinen Tod Brot und Wein, das ein Symbol für sein Fleisch und sein Blut ist, beim Abendmahl zu uns nehmen. Also nicht so wie bei der Eucharistie, wo man sich anmaßt, der Priester hat die Macht, Jesus vom Himmel herabzuholen, und die Hostie dann buchstäblich zum Leib Christi wird und der Kelch zu seinem wirklichen Blut. Nicht umsonst sagt man sich, dass die berühmten Worte Hokus Pokus, also Zauberei, von den lateinischen Worten kommt, die man gebraucht, um Brot und Wein in den wirklichen Leib und in das wirkliche Blut Jesu bei der Messe zu verwandeln. Doch mit der Bibel hat es überhaupt gar nichts mehr zu tun.
Die nun wichtigste Frage finden wir im letzten Abschnitt. Wer nimmt davon? Wir lesen: Wenn Jehovas Zeugen das Abendmahl feiern, nehmen nur Einzelne von Brot und Wein. Warum? Mit Jesu vergossenem Blut wurde ein neuer Bund besiegelt, der den Bund zwischen Gott und der Nation Israel ablöste. Diejenigen, die in den neuen Bund aufgenommen wurden, nehmen beim Abendmahl von den Symbolen. Man sagt hier also, dass nur die, welche in diesen neuen Bund aufgenommen wurden, beim Abendmahl teilnehmen können. Wir müssen also die Bedeutung des sowohl alten als auch des neuen Bundes kennen. Auf unserem Kanal findet ihr bereits ein Video zu diesem Thema. Daher werde ich hier zusammenfassend aufzeigen, was der alte und was der neue Bund beinhaltete. Der alte Bund beinhaltete die 10 Gebote und das Blut des Lammes. Der neue Bund enthält ebenfalls die 10 Gebote, aber statt des Blut des Lammes ist es jetzt Jesu Blut, weil das Blut des Lammes nur auf Jesus hinwies. Das ist der neue Bund. Und der Unterschied zum alten Bund ist im neuen, dass nicht wir ein Versprechen abgeben wie die Israeliten damals, um treu zu sein und aus eigenen Werken zu versuchen, uns den Himmel zu verdienen, sondern der, welcher treu ist, also Jesus, bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Versteht ihr das? 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Philipper 2, 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Überlegt euch das jetzt mal. Bedeutet das also nicht auch, dass über 90% aller Zeugen, die nicht am Abendmahl teilnehmen, noch unter dem alten Bund stehen müssten? Doch mit Christi Tod auf Golgatha als dem wahren Opferlamm braucht es nun kein Opfern von Tieren mehr. Denn genau das ist der Punkt. Der Opferdienst wies auf Jesus hin und fand in ihm auch seine Erfüllung. Wie sollten wir da noch unter dem alten Bund stehen? Denn der neue Bund gilt für alle, die glauben. Johannes 3,15. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 6,40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also auch hier keine himmlische Auferstehung. Die Auferstehung findet am letzten Tag statt. Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Römer 1, Vers 16. Das Evangelium von Christus ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Dazu gehört natürlich auch, dass wir sein Gesetz von ihm in unsere Herzen schreiben lassen, denn das ist der neue Bund. Hebräer 8, die Verse 8 bis 10. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, und ich ließ sie gehen, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Schreiben Sie nicht auch, dass der neue Bund den alten mit der Nation Israel ablöste? Zu wem gehören dann diejenigen Zeugen, die nicht am Abendmahl teilnehmen? Sie gehören ja nicht zu der alten Nation Israel, aber in den neuen Bund werden sie ja auch nicht aufgenommen. Weiter schreiben sie, das schließt nicht alle Christen ein, also die Teilnahme im Abendmahl, sondern nur diejenigen,
die auf besondere Weise von Gott dazu berufen wurden. Aber die Berufenen sind doch die, welche Christus im Glauben angenommen haben, oder nicht? Denn Christus ist für alle gestorben, was aber natürlich nicht automatisch bedeutet, dass jeder dieses Geschenk der Erlösung auch annimmt. Lesen wir den Bibeltext, mit dem sie dies begründen wollen, Hebräer 9, Vers 15. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit da sein Tod geschehen zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Also hier steht nur, dass die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen, aber nicht, wer dazugehört und wer nicht. Vielmehr lesen wir in Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nicht an den Namen Jehova, sondern an den Namen von Jesus. Schauen wir uns noch Lukas 22, Vers 20 an. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Könnt ihr aus diesem Bibelvers herauslesen, dass Jesus wollte, dass nur eine bestimmte Anzahl von Christen dazu berufen ist, am Abendmahl teilzunehmen? Wenn du einmal die Gelegenheit hast, mit Zeugen über dieses Thema zu sprechen und sie dir sagen, dass nur diejenigen am Abendmahl teilnehmen können, die zu den 144.000 gehören, dann mache sie doch darauf aufmerksam, dass Jesus, obwohl er wusste, dass Judas ihn verraten würde, er ihn nicht daran gehindert hat, am Abendmahl teilzunehmen und ihm sogar die Füße gewaschen hat. Bei der Fußwaschung vor dem Abendmahl sagte Jesus zu seinen Jüngern, denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Ein weiterer wichtiger Punkt, den viele außer Acht lassen, sehen wir, wenn wir weiterlesen Johannes 3 ab Vers 12. Dort steht nämlich geschrieben, nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Viele Christen nennen sich Nachfolger Christi und übersehen dabei dieses von Christus selbst gegebene Vorbild und die Aufforderung, es ebenso zu tun, sich untereinander vor dem Abendmahl die Füße zu waschen. Sind wir denn größer als unser Herr? Wenn nein, wieso übersieht man dies? Dann schreiben sie weiter wegen den 144.000. Doch dieses Thema werden wir uns in diesem Video nicht ansehen, weil das eben auch ein Thema wieder für sich ist. Uns geht es immer noch um die Frage, wer davon nimmt. Dazu wollen wir sehen, was Christus selbst gesagt hat. In Johannes Kapitel 6 lesen wir in den Versen 53 und 54, darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus sagt hier klar und deutlich, dass wenn wir nicht das Brot und den Wein, das symbolisch auf sein Fleisch und Blut hinweist, zu uns nehmen, so haben wir erstens kein Leben in uns und zweitens kein ewiges Leben, egal ob im Himmel oder dann auf der Erde. Es ist wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Dazu kommt, als Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte, da war das Buch der Offenbarung noch gar nicht mal geschrieben und keiner der Jünger wusste noch überhaupt etwas von 144.000 besonders berufenen Christen.
Jesus feierte das Abendmahl mit seinen Jüngern, inklusive Judas, seinem Verräter. Nicht einmal er war von der Teilnahme daran ausgeschlossen worden. Klar, die Teilnahme daran konnte ihn letztendlich nicht retten, weil seine Gesinnung auch eine andere war. Aber gerade dieses Beispiel zeigt uns doch, dass wir nicht in die Herzen anderer Menschen hineinschauen können und schon gar nicht für eine Mehrheit entscheiden sollten, sie vom Abendmahl auszuschließen. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 28: Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Der Auftrag Jesu an seine Jünger lautet: Macht zu Jüngern alle Völker und nicht zu Zuschauern. Somit nehmen Jünger, Nachfolger von Jesus, also Christen, auch am Abendmahl teil. Nun gut, den Zweck kennen wir zum Gedächtnis an den Tod Christi, ebenso wie oft, nämlich so oft wir dieses Brot essen und diesen Kelch trinken. Auch wissen wir, dass Brot und Kelch nur Symbole sind. Und die Teilnahme daran, um es zu wiederholen, ist keiner bestimmten Gruppe von 144.000 vorbehalten. Daher ist es sehr traurig zu sehen, dass eine Sonderlehre wie diese so viele Gläubige an der Teilnahme am Abendmahl hindert. Wo doch Jesus sagt, wer nicht davon nimmt, auch kein Leben in sich hat, sondern nur der, welcher daran teilnimmt, der daran gedenkt, was Jesus für ihn getan hat, der hat das ewige Leben. Das Abendmahl ist dazu da, daran zu gedenken und auch daran teilzunehmen, nicht nur zuzuschauen. In der Bibel steht nirgends etwas davon geschrieben, dass man nur zuschauen soll. Denn Jesus ist für dich genauso gestorben wie für denjenigen, von dem du denkst, er gehört zu den 144.000. Lass dich also nicht davon ausschließen, daran teilzunehmen. Die Bibel selbst sagt es uns ja, der Mensch prüfe sich selbst, ob er daran teilnimmt oder nicht. Es liegt in seiner Verantwortung. Ich wünsche dir Gottes Segen.